Willkommen zurück hier auf der Hexeninsel bei Tales of Zestiria. Ja, bisher sieht es eigentlich soweit ganz gut aus. Wir haben hier Kelch 1, Kelch 2, Kelch 3, Kelch 4, Kelch 5 und Kelch 6 abgeschlossen. Sind wir gespannt, was hier bei Kelch 7 noch so stattfinden wird. Sprich, ob es da wieder mal so ein Zwischenboss gibt wie bisher auch, oder ob es direkt zum Endboss-Fight kommt und ja. Natürlich generell, was sich eigentlich in diesem ganzen Gebirge hier der halt Ort selbst so verbirgt, weil ich meine, es ist alles bedrohliche Mucke und so weiter, aber ansonsten sieht es eher fast ein bisschen wie so ein Paradies aus, ja. Ja, hier ist noch ein Schmelztiegel für später dann. So, jetzt sind hier alle Monumente aktiv, das haben wir durch das Absolvieren des ersten Kelchs geschafft. Und jetzt bin ich mal gespannt. Sieht auf den ersten Blick gleich aus wie bisher auch. Bisschen größer, aber. Vor allem seltsam ist, im Prinzip kann man ja eigentlich. Ja, wie soll ich das formulieren? Ne, im Prinzip war es so, dass wir. Normaler Junge, war da gerade irgendwie Boston so mäßig. Nee, was ich sagen wollte, also im Prinzip kommt man ja, nachdem man den ersten Kelch, also eben, sage ich mal, Gebiet war, gemacht hat, kommen ja alle anderen auch betreten. Das sind natürlich die Frage, Kelch 7 ist eigentlich das Abschlussgebiet, aber ich weiß auch nicht, können wir das bereits vorher machen und hat gar keinen Einfluss darauf, weil sowieso erst alle 7 machen muss, damit irgendwie sich das 8 öffnet oder irgendwie der Endboss kommt oder sonst irgendwas. Weil ich weiß einfach, dass halt nach dem eigentlichen Endboss, haben wir auch schon gesehen, da storymäßig, dass eigentlich nochmal ein, ja, After-Secret-Boss, sag ich jetzt mal, also ein Secret-Endboss, der stärkste überhaupt noch kommen soll. Ganzen Spiel. Das ist immer nichts Besonderes, hatten wir bei Tales of, so bleibt gerade Xillia, glaube ich nicht. Xillia 2, ja, dort habe ich es ein bisschen vergeigt, wenn ich mich richtig erinnere. Symphonie garantiert, da kann man sich sehr gut daran erinnern. Ach du Scheiße, wegen der Schocken. Und so ein dämliches Doofauge. Uah. Hau ab! Ich mag euch nicht. So, tschüss. Ja, genau. Also Symphonia. Da war glaube ich der Gegner. Ich überlege gerade, was Pluto oder so? Nee, war nicht Pluto. Nee. Verdammt, wie hieß der? Das ist sowieso nicht Pluto. Nee, das war einer mit den verfluchten Waffen und so. Ja, erinnere mich wieder. Ach ja, Symphonia! Da war bei Gelegenheit noch abschließen, war damit der. Kann er hier mit? Wollte schon sagen. Mit der, Celos hatten wir gemacht, die Story da, aber, Carlos fehlt, glaube ich, noch, wa? Nachher noch Dawn of New World, das haben wir ja auch, das ist von dem her kein Problem. Aber ja, momentan halt die Zeit ein bisschen, wie immer eigentlich, weil in liebe Zeit, aber gut, das ist ein anderes Thema. Jetzt hat er gerne in 11 andere gecatcht, aber, sind ein bisschen viele Gegner hier. Kriege es hin, nur gegen Elefanten zu catchen. Vielleicht noch geil. Gar nicht. Gut, was hat der? Miklo ist ein bisschen doof. Nehmen wir lieber Egner. Ich glaube nicht. Na ja gut, ob du dem Fliegen nennen willst, sagen willst, ist natürlich eine andere Frage. So, muss man ganz kurz ausswitchen, die hatten ein bisschen viel Schaden gemacht. Das muss ja alles drauf haben. Ja, komm, dankeschön. Mystisch Arte, wie ich sie liebe. Wohl sagen, wird wieder mal mit so wenig mystische Arte machen, aber kommt gar nicht dazu, die Acer zu farmen. Weil sonst würde er halt ein bisschen. Entschuldigung, wurde gar nicht. Fokusangriffe. Wenn er halt ein bisschen ausharre, dann kann natürlich meine Freunde an, natürlich wieder doof. Kann man, ich wollte gerade sagen, man kann nicht mehr aus. Alter, sind die stark. Haben wir doch koordiniert, wa? Ups, das war der falsche. Scheiße, mach ihm den falschen da. Mal ganz kurz hier. Die sind ein bisschen nervig, vor allem in der Gruppe, weil ich sehe hinter niemals nicht, was der macht.
So, war nur noch einer. Naja. Aber schnell weg hier, bevor die anderen noch kommen. Dankeschön. Gut. Ach, ja, sind bald hier am Abschluss. Schön, schön, schön. Also wie gesagt, ich will jetzt eigentlich diesen Part hier, die Hexeninsel abschließen. Und dann den kompletten nächsten Part für die Schmelztiegel opfern. Auch wenn es ein paar viele sind, aber was soll's. Wer denkt dann, 5 Parts noch ist... Vielleicht ist zu viel, vielleicht ist viel zu wenig, muss man halt gucken. Aber dann halt noch Felicia Story, weil, wie bereits erwähnt, ich will das Let's Play mit 130 Parts abschließen. Das sind unbedingt, weil ich eine schöne gerade Zahl haben will. Klar, ist ein Grund, aber der andere Grund ist halt noch, weil dann mit dem nächsten Let's Play dann schon starten will. Legend of Zelda Twilight Princess HD und deswegen muss das hier halt schon vorher zu Ende sein. Also müssen theoretisch nicht so parallel gehen, natürlich. Aber ich will nicht. So. Kann ich das jetzt will Let's Plays parallel haben, gibt es da irgendwie Ausfälle oder sonstige Probleme damit? Ich bin so gedacht, mit dem Studium und so weiter und deswegen, nee, also. Außerdem denke ich mal 130 Parts, also sowieso das längste Tales of Spiel, was ich jemals gezockt habe. Gut, Symphonia, klar, da fehlt noch ein bisschen was er sowieso noch machen sollte. Und dann haben wir auch noch was anderes vor uns, im Dawn of New World, wobei ist das zweite Teil eigentlich. Ja, dann hoffentlich, das ist halt die Frage, ob im Verlauf dieses Jahres, sprich 2016, sogar im Genuss des nächsten Tales of kommen. Das nicht eines Tales of, das schon angekündigt hat, sondern eines komplett neuen Tales of, dankeschön. Und zwar Tales of Berseria. Oder Berseria, irgendwie so etwas. Hat irgendwas mit Berserker-mäßig zu tun, irgendwie sowas in der Art. Ja, Nachfolger als Tales of Zestiria. Also Nachfolger, nicht direkt im Anschluss, überhaupt nicht die gleiche Story und so weiter, aber halt neu und deswegen sind noch schnell das Viech. Oh, da kommt ihr mit. Und deswegen natürlich, jo, mal gucken, wie es aussieht, wa? Ups, das war... Wie, jetzt so kann ich die anderen da blocken? Das wäre anfällig gegen Feuer, warum machen so wenig Damage? Gut, die A-Tang ist gerade hoch, aber der Base ist eigentlich ziemlich niedrig. Und aber so mittlerweile so sehr geschwächt. Eine kleine Variante. Ja, jetzt reicht's aber. Ich block euch alle. Was? Kann ich blocken? Warum nicht? Okay, gerade ein bisschen crazy. Alleine das stellen mir gerade ein bisschen doof an, aber sie sind stärker als sie aussehen. Er greift nur an, ich greife sowieso aus. Oder auch nichts. So, jetzt reißt er aber Antike Nova und tschüss. Oder auch nicht. Die Antike Nova lange zu laden. So, und du kriegst noch ein bisschen Feuerwall. Und tschüss. Mann, ey, da gibt's einfach nichts. Ich mich immer verschätze. Immerhin leider ein Level Up. Yeah, Level 80 auch schon geil. So. Ja, also die Frage kommt ja, war ziemlich linear bisher. Ja, hier sowieso, wa? Da geht ja alles. Okay. Also weiß echt nicht, vielleicht muss sogar im Kreis die alle abgeben, kann sie gar nicht vorher machen, habe es automatisch so gemacht. Also 3 Folge her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da sind wir jetzt schon ein bisschen so aus, als müsste das am Schluss machen, so wie es halt ja, im Kreis rumgeht und so. Bin natürlich gespannt, ist er echt der Endboss da unten oder ist er da mal irgendwie ein Charakter aus einem anderen Tales of Spiel? Hatten wir auch schon 2 Stück, Sophie und Jade. Daher, also ich persönlich würde mich sehr über den Charakter aus Tales of Xillia freuen, aber Xillia ist vom Xillia 2 relativ neu, daher glaube ich das eher weniger. Symphonia. Gab es ja auch erst kürzlich auch irgendwie ein HD-Release auf Steam noch, deswegen könnte das durchaus noch sein. Ja, dann ist es auch schon fast Carlos, was in der Art sein, als Gegner. Mal schauen.
Sind nur die Frage noch, sollen wir ganz kurz ein paar Esser farmen vom Endbosskampf, wäre noch ganz sinnvoll, war. Wenn man so ein Auge war. Ah, wetten sollen. Ein Sonnenauge, so sieht es auch aus. Oh, das wäre geil. Damit ich fragen kann. Gut, lass die gerade mal so wie es sind. So, ich hätte doch gerne mal zumindest das eine oder andere Auge gekillt, weil wenn es zu viele sind, wieder doof mit unseren Kumpanen. Können wir mal krepieren hier? Mann, ey, dann mal so. Gut, schon besser. Und ich hab 3 Esser, ja. Dramatisieren reicht's ja, von dem her. Und Rose dann noch ein Level Up. Sehr schön. Jetzt nochmal sagen, einfach mal so Just for Fun wieder mal. Das ist ja wieder vom Level her. 6 Level hinter Rose. Der ist erst bei Bosskämpfen irgendwie abgekratzt und deswegen ist das natürlich doof. So, wir kommen immer näher, immer näher. Die Spannung steigt. Was wird uns da unten erwarten? Ein Disintig... Hat er schon so einen? Zwei sogar schon. Ihr könnt mal fusionieren miteinander, um gucken, wie gut sie nachher sind. Jo. Zack und zack. Alter, 43 Punkte damit gekostet. So, wie sieht's denn hier aus? Nicht ganz 30, weil wir brauchen noch vielleicht ein paar hier für flinker Tritt und so weiter. Todeszahn, Liner, geil. Was hat gerade für ein Level drin? Mal gucken. Ups. Da ist ja, also trotzdem, wo es auf einfach war, und teilweise dagegen noch ein bisschen heavy. Krass. So, ich will hier gerne mal alle auf 200 haben, zumindest mal, aber das kann ein bisschen schwierig werden mit dem Teil. Echt noch relativ wenig. Rose wird dann ein bisschen mehr war, wegen Amathysin und so weiter. Ich komme sogar dann noch ganz gut klar. Ja, vielleicht dann noch meine Rüstung jetzt ganz kurz checken. Ja gut, das wird so von dem her, aber Punkten her und so weiter. Da irgendwie physisch, nee. Geht irgendwie auch nicht so gut. Hier zieht noch mal ein paar S am Ende. Für das sinkt der physische Angriff, aber Halleluja. Aber auch sehr genau da, das ist natürlich ein bisschen doof. Noch eine Herbstklinge ein, sehr schön. Ja, du weißt nur eine. Auch schon, Ragnarök auch. Ja gut, hier haben wir noch ein paar Punkte auf dem Wertigkeitsblatt mehr. Ansonsten. Naja. So, wer ist denn jetzt hier unten? Na, zeigt... Wow. Gut, es ist ein Drache, wie wir vom Skelett gesehen haben. Es kann unmöglich der richtige Endboss sein. Mein ganz ehrlich, der Kelch und so weiter, ein normales Gebiet, da muss noch ein bisschen was Epischeres kommen. Ups. Doch, machen wir direkt so. Schnellspeicherung hier. So, jetzt von der Zeit her, wir haben noch genug Zeit. Dann mache ich da wieder mal so, wie es eigentlich ursprünglich haben wollte. Auf Mittel, jo, passt. Jetzt geht natürlich unsere Gruppe noch ein bisschen was zu fooden. Sonst wäre es ein bisschen doof. Ich habe keine Ahnung, wie ich da Elementarschaden. Ja gut, ist ein Drache, aber also wäre natürlich auch cool, wenn die irgendwas mit Drachenmäßiges nehmen würde. Was ich natürlich nicht habe. Mal anders gefragt, hat er überhaupt mal so etwas in der Art? Dass das gut gegen Drachen wäre? Ich kann mich noch das erinnern, aber fällt mir gar nicht mehr ein.
Bayerische Sesamcreme. Mündungsfähigkeit plus 40%, wa? Gegner mehr ermüden. Wäre eigentlich noch geil. Geht ja darum, dass wir im Prinzip mit dem ganzen Team ein bisschen catchen, wa? So. Naja. Hä? Nur ein Flügel? Der andere Seite sieht ein bisschen künstlich aus. Ja, mal gucken, was für ein Viech ist, wa? Okay, Fafnir ist eigentlich ein ziemlich bösartiger Name. Ach du Scheiße. Okay, ist doch dein Boss. 145, der hat 103.000 KP. Dummi Rauch. Sehr viele körperlich, ja, viel Schrank auch. Ich würde sagen, Miklo müssen auf Abstand halten, die anderen Badgen drauf und dann brauchen wir natürlich Glück. Okay, hat Erd und Wind. Ach du Scheiße, Angriff plus Fokus. Jojo, ja, generell ist Fafnir, wie gesagt, ein Name von diesem goldenen Drachen so sogar, war. Also ein Drachen mit ziemlich viel Power. Nein, verdammt, ich wollte gerade was anderes machen. Aber sie halten noch gut durch, also dafür muss ich sagen. Ich meine, Sachen auf Mittel, hallo? Vielleicht geht auch ein bisschen auf Nummer sicher und aktivieren dann alles Teiler. Kann nicht schaden. Ich wollte sagen, aber ziemlich schnelle Arte. Verdammt, ich kann keine mystische aktivieren. Wieso nicht schon wieder? Ah, geht schon wieder nicht. Scheiße. Natürlich jetzt selten Dämler. Ja, was machst du jetzt? Abbrechen konntest du nicht. Aber jetzt auch wieso. Lass mal das. Wow! Wieder ruckel, ruckel, ruckel. Wow. Erst dann kann er gut. Mann! Ich komme einfach nicht dazu wieder. Der blockiert einfach irgendwie wieder meine mystische Art. Das ist jetzt im Kotzen. Jetzt sind wir gerade einen Vogel über den Arsch. Okay, wir müssen ausweichen. Ja, aber gerade sagen, Leute, das ist die klügste Idee war das auch nicht gerade. Ja, kann man Esser auch dafür verbrauchen, ne, ist ja kein Problem. Mann, ey, kann er den Arte schnell spammen? Ja, ich muss sagen, wenn man diese Situation angreifen, wa? Amatisieren, haben wir gesagt. Er soll amatisieren, die Arschgeigen. Mann, ey. Ups, das war sowieso fail. Das war knapp. Ja. Stun, wie gesagt, kann er mich ein bisschen blockieren. Viel mehr scheinbar auch nicht. Aber man ist ja wieder, du gehst mir sowas auf den Sack da. Ich nehme noch ganz gut, aber ich habe noch viel zu wenig da irgendwie gemacht. Was zum... Daneben! Toll, bin ausgewichen und trotzdem getroffen. Mann, wieso war weit genug weg? Ja, wir kommen grausam voran, hey. Okay, es war im Boden sind, können wir es vergessen. Mach raus, so, ey! Ja, jetzt ein bisschen zu spät dafür. Ja gut, die Strategie hätte ich zwar, aber ganz ehrlich, wenn wir das so weitermachen, dauert es noch Ewigkeiten. Hallo! Das ist halt die
Frage ist eigentlich alles, was er drauf hat, oder kann noch ein bisschen was mehr? Aber ich muss aus dem Vlog fragen. Ja, wieso eigentlich nicht? Ja, hier bin ich, zack, daneben! Ey, so, einfach drauf losstechen. Also im Prinzip ist er ja schon ein bisschen lame, würde ich mal behaupten, für einen Endbosskampf. Da ist es! Alter! Natürlich haben wir so schnell eine Auto spammen, wa? Falsch schon bringt fast am meisten, weil du dann sicher treffe. Was sagt er? Töte mich! Kann man ganz kurz heilen. Ja, wie bereits erwähnt, es klappt irgendwie schon, aber natürlich alle Verteidigung minus. Okay, jetzt müssen wir eigentlich so anfällig körperlich. Verdammt, da gibt es echt keine bessere Variante. Natürlich auch mehr Art der Verteidigung war, wir müssen echt körperlich angreifen, aber natürlich in der Situation. Toll. Also ich meine, es klappt schon, was ich davor habe. Und die haben gerade den körperlich an, von dem her, so ist es nicht, dass ich da, es ist echt nur so, dass ich da ein bisschen auf Abstand gehen muss, Alter. Haben doch irgendwas, oder da irgendwie jetzt ein bisschen schneller geht? Na klar, können einfrieren, schön. Aber bringt gar nichts. Eben wegen Level und so weiter, das ist Level 145. Aber dafür, dass es so ein hohes Level hat, schlage ich mir gar nicht mal so schlecht. Mann, bist du ein Arsch mit Ohren. Lass mal stehen. Unterbrechen kann ich echt nicht, wa? Mann, klar, damit du normal Angriff machen kann, muss ich nah ran, oder was? Ah. Ja, also Leute, wir mal amatisieren, wa? Da könnt ihr helfen, dankeschön. Soll man irgendwie Fokusangriffe machen, wa? Ja. Na klar. Ich blocke, du kriegst mich nicht. Ups, oh, weg da. Also, in diesem Sinne ist es einfach nur ein Kampf der Ausdauer. Wenn ich jetzt, will man behaupten, gewinnen würde, weil, wie gesagt, der macht ja nichts. Gerade ein paar Angriffe drauf, ein paar schnelle Arten sogar. Den kann ich aber locker ausweichen, weil es sowieso das gleiche Muster ist. Und da muss ich auch aufpassen, halt wieder ein bisschen heilen und so. Jetzt den Notfall wieder zurückholen. Ich meine, so ist es ja auch nicht, wahr? Und Rose darf durchaus drauf gehen. Okay, da wird vielleicht wieder mal automatisch switchen. Mann, jetzt nervt mich aber ein bisschen. Also merken wir uns, wenn eine Art einsetzt, muss ich auch ausweichen, weil ich bin nicht schnell genug dafür. Können wir selber. Ja, vielleicht amatisieren wir eine Idee. So, wieder geheilt. Ja, Ein Viertel haben wir mal. Ich denke mal, das kann ruhig noch etwa 20 Minuten so dauern, weil wir es endlich mal haben. Weil wir irgendwie mit Arten machen, war und mehr so ein bisschen die Kriegsarten so. Da muss ich sowieso jetzt blocken, weil ich irgendwie nicht mehr ausweiche. Was schon wieder? Ich mache noch mehr einen Studel, wa? Mann, schon wieder! Alter, das ist jetzt so schnell. Alter, ist gut! Beruhig dich mal, du Arsch mit Ohren. Gehst mir langsam auf den Sack. Das war zwar nicht geplant. Der ist sowas von nervig. Also mal in Ruhe.
Man kapiert doch endlich mal, du hast keine Chance. Du kommst nicht durch. Ich versuche das so wieder. Weiche mal so wieder aus. Nö, natürlich nicht. Sag mir einfach so, nö, hab keinen Bock drauf. Vergiss es endlich. Darf mir einen Strudel machen? Bringt irgendwie trotzdem nix. Ein Heilmittel. Kurz abwarten, weil sonst geht er dann noch drauf. So, jetzt noch ein Klüger. Alter, schon wieder. Trifft er mich so nicht, ne? Wir haben Glück. Ja, ich weiß, alles da ist ein bisschen doof. Aber ich muss das machen, sonst ist es nachher macht uns wieder alle platt. Kann es ja auch nicht sein. So schnell nicht, Kumpel, so schnell nicht. Ja, in diesem Sinne jetzt sicher ein Überlänge-Part. Also, wenn ich jetzt noch verliere, mache ich natürlich auf leicht und dann vielleicht schneide ich sogar einen Kampf, weil wir kennen jetzt ein Muster. Naja, Theorie gut, Praxis war schlecht. Gut, da kann man so also nicht irgendwie unterbrechen. Gut zu wissen. Den quatschen wieder. Ja, ich weiß, so ist er gleich down, aber das ist kein Problem. Ich schicke mir ganz kurz da wieder rein. Falls halt da Rose draufgehen würde, könnt ihr natürlich noch zurückholen. Also sollte er eigentlich auch mehr ein bisschen auf Nahkampf machen. Vorwärtsstürmer, was wollen wir das hier? Die Augen auf mich lenken? Ach, scheiße. So könnte man im Art auch immer abbrechen. Das ist ein Rechenproblem. Da kann ich nicht unterbrechen. Ja, jetzt können wir amatisieren, gut. Ja, komm nur, komm nur. Die Taktik geht echt gut auf, muss man so sagen. Aber echt, die haben noch nie so einen guten Kampf hingelegt. Ich meine, so strategisch von Anfang bis Ende. Daneben. Die nerven recht, ey. Mann, ey. Wir laufen dem Quatsch. Nein, jetzt schon wieder. Wir sind weiter weg, sonst erwischt die anderen auch noch. So, jetzt mal ganz kurz die beiden heilen. Und als nächstes mich wieder. Zack, dankeschön. Aber im Prinzip könnt ihr auch in den Bot hinsetzen, war und ein bisschen ihn das machen, lassen sie immer das gleiche Abfolge. Ups, das könnte. Na gut, das geht doch nicht. Schon crazy, war das jetzt immer gegen mich rein? Nahkampf macht er bei den anderen. Naja, das muss ein bisschen mehr auf Kampf gemacht. Abwehr natürlich, Entschuldigung, physische Abwehr halt. So, jetzt geht's wieder. Das war jetzt ein bisschen doof, dass beide gekillt hat. So, schon geheilt, können wir loslegen. Ups. Ja, jetzt geht's. Oh je, oh je. Die Strategie habe ich jetzt raus. Können wir mal gucken, wie es mit dem Schaden aussieht. Ich glaube, sogar mehr Schaden, war. Ja, Mann! Ja, also natürlich nicht, weil ich gar nicht treffe. Nee, Strategie passt halt trotzdem. Na klar, hat trotzdem noch getroffen.
Oh Mann. Du. Ich überlege gerade, sollten alles Leute deaktivieren? Dauert sonst echt zu lange. Hat jetzt so oder so eine Weile dauern, wenn ich halt wieder aktiviere, machen natürlich mehr Schaden, aber der Gegner halt auch wieder. Ich habe Angst, wenn er zum Beispiel jetzt so runter geht, dass dann komplett down sind. Ja, wohl eigentlich nicht, wa? Ja, vielleicht einen schon, muss er wieder einen Seraphimon zu wechseln. Kaum traumatisiert, kann ich dann nur noch eine spammen. Ups, da hat gar keine mehr. Mann! Du bist ein Arsch mit Ohrne! Dabei kann ich ihn echt nicht, das ist doch zum... So. Natürlich, obwohl ich ausgewichen bin, hat mich getroffen. Dann haben wir Finsternisarte. Geht immer schneller, was ist los? Gut, machen wir was anderes. Ich deaktiviere mal schnell ein alles Teil, da haben wir sonst echt zu lange. Ohne Witz. So, machen wir den ursprünglichen Schaden. Der ist viel zu schnell, aber keine Chance, weil er dann noch ausweichen muss. Dann switche ich mir automatisch die gute Zoe. Gut, aber theoretisch, wenn sie voll sind, müssten sie auch so... toll, jetzt natürlich nicht mehr. Ja, aber das hätte überstehen sie es. Okay, passt. Mann, Zoe, wieso muss ich immer wieder nah rangehen? Du bist ein Arsch mit Ohren. Jeder kann natürlich mystische Art spammen, ist kein Problem, aber sonst muss man nah rangehen, damit es klappt. Also teilweise der gute Zoe, ganz ehrlich, was der wieder für Ideen alles mögliche hat. Dadurch kann ich auch in die Abwehr priorisieren, dann wird es gar nicht mehr treffen. Wäre eigentlich mal eine Idee, was? Mal ein bisschen gucken, was wir noch machen. Fokusangriffe. So, wieder geheilt. Also Ausschwärmen machen, sind sowieso nachher gleich tot. Ist echt schwierig, wa? Da kriegst du mich nicht. Mal so versuchen. Dann natürlich die Frage, greifen sie trotzdem an, weil alles andere wäre ein bisschen doof dann. Naja, aber überstehst du von dem her. Du hast mal einfach, wenn irgendwie mystische Art da machen könnte. Ja, Twitchen geht auch nicht mehr. Da geht's nur teilweise. Nee. Das ist der einzige, der drauf hat. Was, wieso? Hat er gesagt, Abwehr priorisieren?
So, was macht der Gegner jetzt? Gucken wir mal ganz kurz. Ja, ganz toll. Ne, der bringt auch nichts. Scheiß doch die Wampe voll. Ach, das ist doch alles scheiße. Ich muss ihn alles allein setzen. Er killt uns sonst ständig. Kann ich den irgendwie... Mann, wieso kann ich den nicht einfach sagen, dass sie zwar angreifen sollen, aber aus der Entfernung aus? Okay, kann doch nicht so doof sein, Leute. Mal ganz ehrlich, kann doch nicht einfach angehen. Aber ja, leider schon. So, mal gucken, wer ist sonst noch da? Das sind alle tot, schön. Ich verlange mal wieder für mystische Arten so zu spammen, aber ja, wie, wenn es nicht klappt. Gerade mal die Hälfte. Und eine paar Stunden seit so langer Zeit vorbei, aber kann sonst echt nichts tun, Leute. Das ist zum Verrücktwerden. Wow, was macht er jetzt? Der ist neu. Daneben. Und dann gleich wieder heilen. Und langsam werde ich mal wieder für ein paar mystische Arten. Natürlich nicht, wenn ihr euch aufteilt. Eigentlich die Kombination wäre eigentlich schon am besten. Hallo, amatisieren ihr zwei. So, der stellt 3 Esser wieder her und halt K.O. Nee, verdammt, der braucht natürlich eigentlich schon ein paar Esser, aber nicht so. Jolo, töte mich! Normal ausweichen geht's eigentlich ganz gut, weil ich dann noch die Art einsetzt und nachher halt die Stärksten halt so hoch geht, weil ich kann ja sowieso nicht unterbrechen. Ja, ist jetzt doof, ich weiß, aber ist natürlich echt gut möglich, dass es echt so eine Art Endboss ist und daher dauert es halt ein bisschen. Aber ist verständlich, aber. Das ist eigentlich auch ein guter Zeitpunkt, um noch ein bisschen zu spammen. Moment, ich habe mir gerade ein bisschen... So, jetzt wieder. Ja, wir nochmal versuchen, wa? Nein, sorry, wieso gehst du mir so nahe ran? Ah, geht doch noch. Na Gott sei Dank, gefallen ihm es echt nicht. Also der Ermüdungseffekt oder was? Komm noch, komm noch. Ah, verdammt, Zoe, wieso machst du es nicht? Soll ich wieder mal das Elixier spammen? Verdammt, das wäre der andere richtig gewesen. Traubengummi, du. Er wird jetzt vorhin irgendwie dazu gebracht, dass irgendwie plötzlich, naja, wisst schon, wie K.O. erschien. Bitte mal nicht, ey. Das ist doch echt, teilweise klappt es irgendwie. Ich habe echt das Gefühl, ich kann ihn nur dann in mystische Art reinhauen, wenn er selbst irgendwie, naja, wie K.O. erscheint, sag ich jetzt mal. Da wird es jetzt auch gehen, war vielleicht das. Nein, noch nicht so!
So, komm schon. Ich kann nicht unterbrechen, ne? Das ist doch zum verrückt werden. Ja, Lala bringt auch nichts. Ups. Man hat kurz unterbrochen. Ne, geht echt nicht. Man muss Schade geht nicht, also zum verrückt werden. Vorhin ging es gerade einmal. Ja, schön. Oh oh. Oh, das muss ja kommen. Ich weiß ja noch meine Esser im Notfall, aber will ich eigentlich nicht unbedingt dafür einsetzen. Oh oh. Das ist auch knapp. Aber den Quatsch wieder, vielleicht geht's echt so. Daneben! Ups, das war der falsche. Das war nochmal knapp. Hinten irgendwie war, weil das irgendwie so ungeschützt wirkt. Daneben! Das war jetzt aber absichtlich. Gut, wir haben ihn fast. Ich habe ihm noch ein paar Tränke des Lebens und ein paar Elixiere. So ist ja nicht, dass der irgendwie gerade bald schon down wäre. So, noch genug Esser. Oh oh. Ja, komm schon. Ja. Jetzt einen zurück. Dann machen wir nochmal einen Strudel. Ihr zwei haben jetzt hier, bitte. Dann heile ich euch wieder. Zack. Also der Ablauf ist da, oder? Da kann man sich echt nicht beklagen. Da funktioniert zumindest. Das ist ein langer Endbosskampf. Oh, das war fehl. Sorry, ich wollte gerade was anderes machen. Na egal. Selber heilen. Nee, mystische Schade klappt so echt nicht. Das ist echt verrückt, dass es Bosse gibt, die einen so irgendwie... Oh, 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 gar nicht gut, wow! Die einen so irgendwie halt, sag ich mal, echt blockieren können, wa? Ja, nicht mehr selber geht auch. Wow, 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 was ist denn das gerade? Der neue Angriff drauf plötzlich, krass! Zweite plötzlich, ich verliere! Toll. Ich stehe direkt neben ihm, natürlich überhaupt kein Problem. Man, irgendwie... ja, verlangsamen doch nicht direkt so. Jetzt ein bisschen sehr krass Verlangsamung. Ich wieder mal Edna rein, war. Oh, kann ich ihn da unterbrechen? So zumindest nicht. Wow. Gut, ja, das sah krass aus, aber das war aber auch schon alles. Okay, dann merke ich mir, muss schnell ausweichen. Du bist doch ein Trottel. Das war plötzlich Arte, wo, wenn ihr direkt neben ihm steht, überhaupt kein Problem habe, um anzugreifen. Ne, wir sind da haben, dauert es noch ein bisschen, Leute. Mann, ist der Nervensäge. Eigentlich müsste ich dann alles Teil einsetzen, war jetzt aber der Strategie wieder ein bisschen raus. Ja, so will das, was ich raus habe. Aber mache gleich, Leute, mache gleich, weil... Alter, der Part!
Wenn das weitergeht, ist es bald eine Stunde lang. Gut, das wäre nicht gerade der beste Zeitpunkt, um jetzt noch irgendwie, ja. Das machen die Quatschen wieder. Moment, der greift mich an. Ja, komm nur, komm nur. Nein! Rose, bleib weg da! Gut. Versuchen wir es, war jetzt. Kann nur schief gehen. Ja, sind gerade ein bisschen sehr langsam, die Guten. Bleib doch mal amortisieren, geht weg da! Was macht ihr? Meine Fresse, seid ihr doof! Alter! Nee, sorry, wenn die sehen. Das ist, nee, sorry, aber KI ist wieder mal etwas, wo man sehr viel verbessern kann. Da siehst du, dass so einen Angriff macht. Dann geht man doch weg! Ja, jetzt machen sie es natürlich. Ja, das sind halt die Schattenseite. Ich würde gerade sagen, bitte, wir sind weg da. Wie sieht's aus? Wir haben noch 10.000 vor uns. Jetzt! Mann, das war ganz so ein guter Zeitpunkt. Dann fange ich an, plötzlich stärker. Mal ganz kurz. Genau das meinte ich, weil jetzt natürlich Zavida wieder mal drin, oder? Und wir kennen sie ja, wenn Zavida drin ist, dann geht er gerne mal K.O. und das mag ich nicht. Ja gut, dann gehst halt drauf. Ist jetzt auch nicht mehr so wild, die kann man zurückholen. Genau, Tränke haben wir genug, Leute, das ist jetzt echt nicht das Problem. Uiuiuiui. Damit ich mal ganz kurz selber heilen, vielen Dank auch. Scheiß Flammenfeuer, ey. Geht doch, was zum Henker? 10.000! Leck mich am Arsch! Die Kugel Gainer halt, neue Kampfaktionen lernen, schön. Wie jetzt? Das war gar nicht der richtige Endboss? War der vorhin auch schon da? Och nö, ey. Alter, das nach diesem Überlänge-Ball. Also gut, der Boss war episch, das geben wir uns natürlich auch gerne zu. Ach du Scheiße. Ja, gut, 40 Minuten war das, dauert der Part jetzt. Schön. Also ja, man kann eigentlich sagen, mit der dritten Strategie hat man den Boss relativ gut gepackt, aber ja, das war es eigentlich auch schon. Da ziehen wir noch etwas zu sagen, was noch interessant wäre. Nö. Ah, und die Schmelzsiegel fehlen immer noch. Was ist denn das jetzt wieder für eine Scheiße? Gut, wir gehen trotzdem noch ganz kurz zurück nach Logrin, weil, ja, wir müssen noch ganz kurz einkaufen, dann schauen wir noch schnell nach, was eigentlich am neuen Punkt da los ist. Wenn echt noch irgendwie Kelch Nummer 8 ist, dann müssen wir es im nächsten Part machen, Leute, weil das dauert doch zu lange. So, die kann man gut nehmen. Die natürlich auch. Alles Teiler, wenn wir mal 5 mitnehmen. Sander Nummer 3. Elixier gibt es nicht zum Kaufen, wa? Schweinerei. Und weg hier. Meine Güte.
Ich sage ja, also mit der richtigen Strategie war eigentlich kein Problem, aber wenn man es halt eben gesagt hat, ja okay, alles Tyler, vielleicht doppelt so lange gedauert, andererseits war es halt auch safe. Also, relativ safe, ja. Puh. Aber ja, Hauptsache geschafft. Vor allem jetzt echt ist der jetzt neu aufgetaucht, war das schon immer da. Ich hätte schwören können, ich hätte das schon mal neu ausgekundschaftet halt. Also den Weg kennen wir, da ist nichts Neues. Es ist der Kelch 8. Ach du Scheiße. Gut, Freunde, das machen wir im nächsten Part, wie gesagt, weil der dauert doch zu lange. Das ist, Alter, aber... Naja, trotz allem, es war ein epischer Part, es war ein epischer Kampf, wir haben viel geschafft. Und neue Kampfaktionen erhalten, schön. Fragen natürlich welche. Verdiente Hinrichtung. Was ist ein Kettenstoß, wenn genau drin so ein Messer zu erhöhen? Die Frage ist halt, mache ich das überhaupt? Vermutlich eher zu wenig. Das wird jetzt gehen, okay, wenn wir eigentlich der Todesstoß lieber. Der Angriffsschritt. Verbrauch erhöhen, nee, dann nicht gut. Ja gut, machen wir Flinker Trip mal, vielleicht können es unsere Kameraden gebrauchen. Ansonsten wieder mal vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Part dann, wo wir wieder mal ein bisschen loslegen und ja, dann hoffentlich endlich mal zum Endboss gelangen. Ich weiß bereits, Part 125, habe gesagt von wegen, ja, ich will da ein bisschen anders machen und so, aber müssen wir halt schauen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss!